Der Amund sitzt hoch oben in der grossen Eiche und klammert sich an einem Ast fest. Unten am Boden stapfen die Hasen im Schnee umeinander und schlönt mit ihren Knüppeln auf den Baumstamm ein. Der Hasenchef fuchtelt mit einem Schwert in der Luft umeinander und schreit. Du da! Komm runter! Dann verkloppen wir dich! Wär's nicht besser, wenn ihr sagt, sonst verkloppen wir dich? Sagen wir doch. Nein, ihr sagt, dann verkloppen wir dich. Was ist das für eine Drohung? So komme ich doch sicher nicht runter. Also komm runter, sonst dann, ich meine, falls du runter, also fällst. Falls ich fall? Egal. Verkloppen, 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 verkloppen! Was habe ich euch denn... Ich meine, was habe ich euch denn gemacht? Uns gemacht? Was könntest du uns denn schon machen, du mickriges Karnickel? Aber warum wollen die mich denn verhauen? Wir verkloppen alle Bekloppten? Verkloppen, 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 verkloppen! Und dann fressen wir sie auf. Aber Hasen fressen doch keine Menschen. Essen. Menschen fressen Hasen. Warum sollten also Hasen nicht auch Menschen essen? Aber... Aber? Was aber? Es gibt doch auch andere Sachen, wo ihr fressen, also essen könnt. Ah ja? Was denn zum Beispiel? Ich weiß auch nicht. Gras oder Rinde. Sowas Beklopptes. Wir sind doch nicht bekloppt. Komm jetzt endlich runter da! Nein, das mache ich sicher nicht. Na schön. Wenn du nicht runterkommst, dann müssen wir hochkommen. Holt ihn euch, Leute! Jetzt! Die Hasen fangen an, wild übereinander überzusteigen. Los! Fangt ihn, Leute! Aber Dalli! Ich muss sie aufhalten. Aber wir? Trübli! Oh, ich will saftiges Fleisch haben. Jetzt! Fleisch! Saftiges Fleisch! Saftiges Fleisch! Hey! Schaut mal! Solche Rüebli habt ihr sicher noch nie gegessen, oder? Rüebli? Was soll das sein? Rüebli. Karotten. Also Mohrrüben. Hat er Mohrrüben gesagt? Mohrrüben? Was? Mohrrüben? Natürlich haben wir schon Mohrrüben gegessen. Ja, so. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch das getraut. Pah! Wir essen jeden Tag Mohrrüben. Morgens, mittags, abends. Ach so. Ja, dann nehme ich an, dass ihr es keine probieren wollt, oder? Ich habe hier gerade nämlich eine richtig saftige Mohrrübe. Eine saftige Mohrrübe. Die schmeckt sicher sehr gut. Der Amund beißt genüsslich ein Stückchen vom Rüebli ab. Der Amund nimmt nochmal einen Biss. Herrlich. Klingt wie Knochen, die knacken. Aber ihr wollt ja keine, oder? Doch, wir wollen. Wir tun alles dafür. Alles. Bitte, bitte, gib uns Mohrrüben. Ihr könnt ganz viele haben, Ganz viele? wenn ihr versprecht, mich in Ruhe zu lassen. Ja, ganz sicher. Wir lassen dich in Ruhe. 100% versprochen. Und ihr esst auch niemals anderes auf? Ja, versprochen. Gib uns nur endlich diese wunderbar saftigen Mohrrüben. Okay, Achtung, hier kommt die erste. Der Amund wirft das abgebissene Rüebli so weit weg, wie er kann. Es landet irgendwo in einem Gebüsch. Und du, nochmal eine. Die Hasen hoppelt sofort zu den Rüebli. Sie drängeln und schupfen den Rand gegenseitig weg. Jeder will zuerst ein Rüebli verwünschen. Und du, und du, und du. Und nochmal eine. Und du. Der Amund schießt so lange Rüebli vom Baum oben runter, bis keine mehr im Säckchen sind. Dann klettert er blitzschnell durchab und rennt davon. Er rennt und rennt, so lange, bis er ganz sicher ist, dass ihn die Hasen nicht mehr einholen können. Lieber hoppla als verkloppen.
Die Sonne geht gleich unter und morgen ist schon Herzogsoben und es muss so Blamage soll serviert werden. Ich muss jetzt sofort die Schuppe vom Basilisk finden. Da ist wieder der Furzgestank. In die Richtung muss ich. Ottilia ist immer noch beim Herzog Nicbert im Gefängnis eingesperrt. Sie nimmt Stein um Stein aus dem Mauer. Und das Loch in der Gefängnismauer wird grösser und grösser. Jetzt liegt sie am Boden und steckt vorsichtig den Kopf durchs Loch. Ich frage mich, wo... Aua! Au! Au! Plötzlich wird sie an den Haaren gepackt und auf die andere Seite übergezogen.